Shalom Aleichem! Ich bin Sura Rochel Schechter. Und ich bin Ivi Ochnowitz. Seid begrüßt in unser Kochprogramm Es Gesinnte Heit. Das heutige Programm, der Covid dem Yontif Pirem, ist gestützt von Cherry Herring Likör. Geht heute in der freilichen Pirem. Freilichen Pirem. Masel oder Dog. Da sind wir sich mit dem Meierkant. Wir wollen noch wissen, wie soll zu machen, 2 Minen Hummentaschen. Ich will machen 2 Gefüllte. Einer von Aprikossen, ein Povidel von Aprikossen und der Rezept arbeitet euch mit Pflaumen und euch ein Gefüllt von Mann. Ja, und wir wollen anheben mit dem Teig. Der Teig ist sehr gering zu machen, man nutzt die Hände, also wie will das eure Kinder in einer Klasse sollen helfen, wird es bei ihm ein sehr freilichen Kerl. Also wir heben mit 3/4 Teppel Zucker, 2 Teppel Mehl, ich nutze 1,25 Teppel weiße Mehl und noch ein Teppel Rasenmehl. Das ist 2 Teppel mit einem Viertel. 2 Teppel mit einem Viertel im Ganzen. Danach hat man 2 Löffel Backpuder und ein bisschen Salz. Ja. Wenn es gut ausgemischt, wird wir heranziehen den Bäumel. Ich nutze, nicht Bäumel, wir nutzen Pitte, ob es ist milchig, und wir nutzen Kokosnussbäumel, oder wie man es auf Englisch, Coconut Spread. Also ihr könnt es finden im Geschäft. Und heute nicht, das machen wir Pitte. Der Maler von Kokosnussbäumel ist das Paare. Jetzt man mischt es aus. Jetzt mit der Hand macht man so ein, quetscht es zwischen den Fingern. Und so viel, also wie man spielt sich beim Jam mit nassen Sand. Ja. Der Pfarrer hat gesagt, dass die Kinder in der einen Klasse können nachhelfen. Ihr könnt euch nutzen 2 Messers, das zu ziehen. Aber ich habe mehr an nur, ich meine, das geht giechen, man tut es mit der Hand. Und sie wird davon ein grobe Mehl. Jetzt, wenn wir ranziehen, ein Ei, ein zerklappt Ei. Und Maranzensaft, das ist 2 Löffel Maranzensaft. Und du jetzt auch schon einen Löffel. Und das wird schon ein bisschen ziehen lassen und Ei. Später können wir nutzen die Hände noch einmal. Jetzt wird gut ausgemischt. Und wie ihr seht, es ist alles eng gemischt. Wir können schon mehr nicht sehen, der Mehl bei Sinder. Jetzt einmal können wir schon wieder nutzen die Hände. Jetzt wird es schon ein Teig. Weil ihr fühlt, dass es zu nass, könnt ihr heranschütten noch ein bisschen Mehl. Aber ich meine, es geht. Und danach darf ihr es lassen in Eiskasten, eine Schuhe lang. Das Beste ist zu lassen eine ganze Nacht, aber wir haben nicht gesagt, dass eine Schuhe lang. Nehmt einen plastischen Säckel, legt es heran. Macht es sie und legt es heran in den Eiskasten. Jetzt gehe ich machen Gefüllt für die Hummentaschen. Da habe ich Aprikossen, was ich habe gestellt ein Weg in der ganzen Nacht. Ich habe genutzt die Afghaner Aprikossen. Gewöhnlich findet man die süße türkische Aprikossen im Markt und sie sind euch gut. Sie sind eine Sache weicher und süßer. Das sind die süße. Die sind die türkische. Aber euch jetzt können finden die säure Aprikossen, sind sie ein Sackgeschmack, weil sie haben einen intensiver Tarn von Aprikossen. Okay, das macht sein. Sie sind ein bisschen harter, ja, sie sind harter, ein bisschen schwerer zu kauen. Dafür wirklich sie ein im Wasser. Man hat einen starken Tarn von Aprikos.
Ja, bei mir sich zu finden, die Kalifornier oder Afghaner Aprikossen in einem russischen Geschäft oder ein indischer Geschäft, wir können sie finden da und dort. Ich habe sie eingewegt die ganze Nacht, jetzt gebe ich sie ein Teppel Zucker. Und ich will sie stellen kochen in ein paar Minuten. Und der Mann, da habe ich 2 Teppel Mann und 1 Limone und 1 Marans. Ich gebe sie die Schalachts von 1 Limone und 1 Marans. Die Limone ist so groß, aber ich gebe sie nur eine Hälfte von dem. Wir können reiben die Schalachts, aber es ist sehr gering, als man wird sie abmalen in Prozessierer, nur abzuschälen und zu geben in Prozessierer. Ich schäle auf die Limone, eine Hälfte von dem. Und die ganzen Marans, dachte ich mir. Ich habe sie gut gewaschen früher, versteht sich. Und wenn möglich, Briefe finden, die was haben nicht kein Wachs von oben. Einmal spritzen sie die Fruchten ja, was mit können Wachs. wir tun? Was wir können ja tun, ist abwaschen stark mit Seife, mit warmem Wasser. Und die organische versteht sich, sind die beste. Ja. Right? Tee ein die Mann und die Schollerzer in Prozessierer. Also darf man zuerst zerrassen auf Stückelach, ja. Oder zu schneiden auf Stückelach. Ist das in etwa 2 Minuten das gemahlen? Ja, weil der Mann ist hart. Jetzt dort, ein Top. Für einen Mann in einen Top. Gibt es hier ein Glas Milch. Und ob es das Padova, kann man jetzt Sojamilch, Sojamilch, Kokosnussmilch, Mandelmilch, Cashewmilch. Kann machen den eigenen Cashewmilch, das ist sehr Geschmack. das war ein anderes Programm. Gute Gedanke. Ein Teppel Honig. Shalom Aleichem, ich heiße Dreyfus. Und ich heiße Typhus. Sei bei dies unser Trinkprogramm Trink ihr bitte heiß. Heint werden wir wasen, wer soll zuzubeten 2 geschmacke, milchige Getränke für eine Pyramide. Typhus wird machen a Cherry Seinfeld, Nitzendick, Cherry Hering Likör. Dreyfus wird das wasen wie zu machen, a Coffee Anan, nitzendick dem Kavallikör von Hering. Koidem wird mir anziehen a halb Teppel Eiscreme, Vanille. Nachdem a halb Teppel Milch. Zum Sof wollen wir reinziehen de Likör. Ich will reinziehen de Kavallikör. Und ich dem Karschenlikör. Jetzt mischt man aus. Und Ott hat ihr 2 neue Getränke, Cherry Seinfeld, In a Coffee Anan. gemacht von Hering-Likör. L'chaim! L'chaim. Die Aprikossen haben sich schön abgekocht und sich abgekühlt. Ich ziehe sie ein in den Prozessierer. Malt sie ab, aber nicht zu viel, sie sollen noch ein bisschen mal Das gekühlt. was 30 Sekunden. Nee. Schön gedeckt. Das wird sein Säugeschmack. Ja. Wir haben erst rausgenommen den Teig von Eiskasten. Ist zuerst, jetzt will man ein bisschen Mehl auf den Tonbank. Und ihr tut es also in der Saat.
In meins ist ein bisschen nasser wie gewöhnlich, jetzt will ich ein bisschen mehr Mehl. Ja, jetzt kommt jetzt noch Mehl. Noch ein bisschen. Jetzt wird es besser. Also wie seid. Und ihr darf das Walgerholz, versteht sich? Das ist ein Walgerholz. Even noch ein bisschen Mehl. Dus jetzt geht mein Eiskatschen dem Teig. Ihr wollt nicht pressen zu stark, weil nicht wird sich das Zieh kleben. Jetzt man macht es ein bisschen. Und danach hebt man es auf und man dreht es auf einen anderen Ort, wie es du Mehl. Ihr wollt es machen, beerdig ein Achtel Zoll. Gut, so seht ihr es gerät. Jetzt hat ihr einen Schneider, weil ihr habt einen Schneider oder einen Glus. Jetzt macht man redelig. Was wir werden noch später umfüllen mit den Geschmacken, Aprikossen oder Mann. Die Gefillers haben sich schon abgekocht und haben sich schon gut abgekühlt. Jetzt wird vieles ein die Hammentaschen. Kriegt sich gut sie. Ich habe gemacht ein Dreieck von Pergamentpapier. Bring auf so. So machen ein Pintel da. Mach einen kleinen Hut, einen kleinen Tut. Mach es ziehen so. Und hier rein ein bisschen Gefillers. Nicht zu viel. Von jeder Seite, es ist offen, mach es zu. Und macht ein kleines Loch von hinten. Ein Lächeln. Macht nass die Hammentaschen von oben mit ein bisschen Wasser. Und füllt sie ein mit Gefillers. Ich nicht wasche fort in Stadt, sie hält sich in ein Kaken. Sie darf auch Pieren kaufen, Mehl, Hammentaschen backen. Jetzt echt wel de wel unheim unfilm de Mund. Yep. Seht wie schön das seht es kreuz, gedeckt. Jetzt kann ich das Wasser. Versteht sich das, ja? Wel klepen. Ein bisschen Wasser mit dem. Jetzt darf ihr gehen zum Oven und umstellen auf 400 Grad. Jetzt weißt du schon, was soll zu machen, Hammentaschen mit heimischen Mohn und Aprikossen. Wir hoffen, dass ihr nur gehört von unserem Kochprogramm. Auf freilichen Pieren, esst Gesundheit. Und trinkt Gesundheit.